Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk-Reaction. Ja, Leute, ich habe Bock, mir noch die Pressekonferenz oder die Vorstellung von Sadio Mané anzugucken und wir gucken mal, es geht insgesamt, glaube ich, 56 Minuten oder was. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und gucken mal, wie weit wir kommen. Wa? Aber ich denke, gerade so die ersten Minuten, was die Verantwortlichen so zu erzählen haben, ist vielleicht ganz interessant. Später, wenn die Fragen irgendwie zu dumm werden von den Reporter, ja, mal gucken. Schauen wir mal. Aber ansonsten gehen wir mal rein. Ja, ein herzliches Willkommen allen, liebe Zuschauer, liebe Medienvertreter hier in der Allianz Arena. Der FC Bayern freut sich sehr, heute Sadio Mané als Neuzugang beim FC Bayern ihn vorstellen zu dürfen, frisch ausgestattet mit einem 3-Jahres-Vertrag. Servus. Haut der Presi erstmal ab, oder was? Oder holt er einen Weizen? München, Sadio, hallo, servus, willkommen. Servus. Servus, das ist schön. Wir kommen gleich Servus. zum Thema, aber natürlich möchte ich auch die anderen Gäste noch vorstellen. Der Präsident und Vorsitzende des Aufsichtsrats Herbert Hainer, zu seiner Linken der Vorstandsvorsitzende Oliver. Jetzt guckt euch mal, jetzt ohne Scheiß, jetzt guckt euch mal die drei Gesichter an. Na? Olli, Herbert, Brazzo. Seht ihr den Ausdruck in den Gesichtern? Brazzo seht ihr gerade gar nicht, ne? Ich bin voll im Weg beim Brazzo. Warte, ich schieb mich mal rüber. Ihr seht ja ganz professionell hier. Ich schieb mich einfach mal hier in unseren Pressesprecher. Sorry, ist jetzt nicht so ganz so wichtig, der Dieter. Guckt euch die Gesichter an. Die Gesichter sagen alle so zufrieden. Ja, wir sind der FC Bayern und wenn wir einen Sadio Mané verpflichten wollen, dann machen wir das. Kahn und natürlich Sportvorstand Hasan Salihamidzic, um alles genannt zu haben. Tja, bevor wir viele Fragen und viele Antworten haben, erstmal vielleicht schnell ein paar Impressionen, schöne Bilder von dem Mann, um den es heute geht, Sadio Mané. Ja, zeig mal her. Olli, ey. Ja, wir wollten jetzt auch ein paar bewegte Bilder sehen. Übrigens, ich hoffe, dass das Video überhaupt zu sehen ist, dass ihr das sehen könnt. Nicht, dass es weggestrikt wird vom FC Bayern. Von wegen Urheberrecht und so. Welcome in München, Sadio Mané. Herzlich willkommen von uns allen. Sadio wird in Englisch oder Französisch, beides ist er mächtig, natürlich antworten. Sadio, du bist seit gestern in München. Wie sind deine ersten Eindrücke und warum hast du dich auch für den FC Bayern entschieden? Well, first of all, I want to say hi everyone. Also ich möchte natürlich jeden begrüßen, hier Hallo sagen. Deutsch, but I will try to answer in English. Ich werde auf Englisch antworten, denn ich werde wahrscheinlich noch um die 3 Monate brauchen, um gutes Deutsch zu sprechen. Well, I'm very happy, like Also I ich always said bin from the sehr beginning. glücklich, wie ich von Anfang an gesagt And, habe. I came here and I'm Ich very, bin very hierher happy to be gekommen, here. bin sehr glücklich hier zu Well, I sein. think was not easy, but Es war nicht of course einfach, it's normal, but das ist normal, I chose Bayern Munich because aber ich habe mich für den FC Bayern entschieden, first of all, denn als when they zunächst, was really interested on me, als sie and I Interesse an mir speak, gezeigt with my haben, agent, of course, habe ich mit meinem Berater and gesprochen the project for me was the best. und Even ja, though I had other offers, Ich hatte but natürlich for andere me, I Angebote think auch Bayern gehabt. Munich aber ich habe immer an den is FC the Bayern right club gedacht, ist der and the richtige right Verein, moment for me im richtigen to move on Moment and come here to weiterzumachen, do my best to sich help the team, of course, weiterzuentwickeln, der Mannschaft zu to win helfen more trophies. und mehr Titel zu gewinnen. Dankeschön. Ja, das hört sich doch erstmal sehr vernünftig an, wa? Herbert Hainer, Sie kennen den großen FC Bayern aus dem FF. Wie waren denn so die Reaktionen, das Feedback von den Fans, von den Mitgliedern? Naja, zuerst mal Hallo. Zunächst mal kann ich Ihnen sagen, was das Feedback der Verantwortlichen
Guckt euch das verschmitzte Lächeln an, Alter. Das ist richtige Celebration, ne? So richtig so, ja, wir der FC Bayern. Hier am Tisch war. Sie sehen strahlende Gesichter, meine Damen und Herren. Wir sind unheimlich froh und happy, dass wir so einen Weltfußballer wie Sadio Mané, einen absoluten Weltstar, zu Bayern München gebracht haben. Ich glaube, das zeugt auch nochmal ganz deutlich von der Strahlkraft, die der FC Bayern München hat. Und ich denke, es ist jetzt auch ganz klar, dass wir unserem Anspruch, den wir immer formuliert haben, dass wir auch in der Zukunft nach den höchsten Titeln sowohl national wie auch international streben, dass wir diesem Anspruch nochmal deutlich Nachdruck verliehen haben. So sieht's auch aus, wa? Wir sind und bleiben der FC Bayern, Alter. Wir sind immer noch Erster, zumindest Saison 21, 22 der komischen UEFA-Club-Rangliste. Also von daher, ne? Auf so manche Kommentare bezogen, immer mal die Füße stillhalten, wa? Alles, was ich bisher gesehen habe in den sozialen Medien und was ich von unseren internen Leuten höre, ist die Begeisterung bei unseren Fans und bei unseren Mitgliedern riesengroß. Dass es uns gelungen ist, Sadio, wie gesagt, einen der Weltstars hier nach München zu holen. Und ich denke, die Fans werden ihn lieben und sind begeistert. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal die Gelegenheit nutzen, unserem Vorstand, allen voran Oliver Kahn und Hassan, die hier mit auf der Bühne sind, ganz, ganz herzlich zu danken für ihren Einsatz, für ihre Überzeugungskraft und die Akribie, mit der sie diesen Deal zustande gebracht haben. Das war sicherlich nicht einfach, aber sie haben es in harter Arbeit hingekriegt und dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Und zum Schluss möchte ich Sadio noch gratulieren zu dieser tollen Entscheidung, die er getroffen hat. Danke. Sehr gut, Dankeschön. Oliver Kahn, wie groß ist die CEO-Freude bei Ihnen und was ist es für ein Zeichen raus in die Welt, die Verpflichtung? Ja, zunächst auch von meiner Seite erst nochmal ganz offiziell. Ja, erstmal immer alles schön, erstmal, ne? Herzlich willkommen, Sadio, hier in München. Ja, ich habe ja schon auch am Ende der letzten Saison gesagt, ja, wir brauchen frisches Blut, wir brauchen Veränderung im Kader. Ich denke, nach so einer langen Erfolgsserie, wie wir sie ja im Moment haben, ja, da macht sich auch schon so eine gewisse oder kann sich so eine gewisse Bequemlichkeit ja irgendwo breit machen. Ich denke, das haben wir gesehen in so 5, 6 Spielen in der abgelaufenen Saison, ne? So à la Gladbach, Bochum, Villarreal, beide Spiele, also... Das heißt, wir wollen schon dafür sorgen, für frisches Blut, wir wollen dafür sorgen, für Konkurrenzkampf, wir wollen neue Reizpunkte, neue Situationen auch innerhalb des Kaders kreieren und dass es uns jetzt gelungen ist, einen absoluten Weltklasse-Spieler mit Sadio Mané jetzt für 3 Jahre nach München zu holen, das freut uns natürlich alle. Ich glaube, über seine Qualitäten muss man gar nicht groß diskutieren, über seine Schnelligkeit, die er hat. Er ist sehr flexibel, er kann auch auf unterschiedlichen Positionen spielen. Olli, muss ich dich jetzt echt kritisieren? Er ist sehr flexibel, er kann auch auf unterschiedlichen Positionen spielen. Ja, das ist... Inhalte, das Wort flexibel, wa? Mal kurzer Klugscheißer-Anfall von mir, der muss auch mal sein. Ist enorm torgefährlich. Wenn er die Möglichkeit hat, dann erzielt er auch meistens das Tor. Er ist ein Absoluter und das hat mich von Anfang an richtig gehend auch begeistert. Er ist ein absoluter Vollprofi. Er ist ehrgeizig, er will es wissen, er will Titel gewinnen und deswegen ist er hier genau beim richtigen Verein gelandet. So sieht's aus. Dankeschön. Auch er das Lächeln, er kann es nicht kaum verkneifen, ey. Verpflichtung bis zum Vollzug so dargestellt. Wie hat man sich das vorzustellen? Lief das smooth? Gab es Hürden, kleine Klippen? War es komplex oder fast easy? Also erstmal von meiner Seite auch herzlich willkommen in München, Sadio. Danke. Es war wirklich eine für mich super Erfahrung. Muss mir erstmal... Also erstmal muss ich mal wieder sagen, Bratzo, sein Bart ist wieder echt super, ne? Echt stylisch. An den Agenten von Sadio, wenn er nichts kann. Björn Bersema, bedanken für die
wirklich vertrauensvolle Arbeit, die wir in den letzten Wochen beide gemacht haben. Es waren für mich Verhandlungen, die natürlich interessant, hart waren, aber auf der anderen Seite sehr vertrauensvoll und es hat richtig Spaß gemacht. Ich glaube, dass auch mit Liverpool mein Kollege Julian Ward auch sehr mit mir oder mit uns sehr fair, wir sind miteinander sehr fair umgegangen. Ich glaube, dass wir große Clubs untereinander, glaube ich, wirklich so umgehen sollten. Ja, ich wollte gerade sagen, es tun nicht alle, ne? Nehmen wir mal Barca oder auch Real. Das war auch für mich eine sehr gute Erfahrung. Er ist ein Weltstar. Ich denke auch, dass es für den Brazzo mal ganz gut ist, dass er mal so ein, ja schon so ein Weltstar, mal einen großen Transfer, mal ohne viele Nebengeräusche einfach mal eingetütet hat. Ja, muss man ja auch immer dem Brazzo mal Lob aussprechen. Ich meine, ich bin eh nicht so der große Brazzo-Kritiker. Ich habe aber schon kritische Töne angesprochen in den letzten Monaten, weil auch vieles nicht so gut gelaufen ist. Aber die 3 Transfers, die er bis jetzt gemacht hat, Hut ab. Und ich denke gerade jetzt so in der Größenordnung mal so einen Transfer abzuwickeln und ich denke, das tut dem Brazzo auch mal gut. Den wir jetzt nach München geholt haben, sind alle glücklich und stolz, dass er unsere Mannschaft verstärken wird und ich glaube, wir freuen uns alle, ihn im Training. Ich freue mich, ihn im Training zu sehen, weil er nicht nur toller Fußballer ist mit tollen fußballerischen Qualitäten, sondern ein Mentalitätsmonster und das brauchen wir. Ist ja, also wenn man so hört, ich meine, kann ich ihn jetzt nicht beurteilen, Sadio, aber wenn man das so hört, dann kriegt man schon so ein bisschen Arjen-Vibes, oder? So Mentalitätsmonster, so besessener, ich hoffe es, sowas fehlt uns auch wieder, weißt du? Muss man wieder richtig einer so... Ja, auf dem Weg. Eigentlich, was der Kimmich ausstrahlen sollte, was er aber nicht tut auf dem Platz. Was er immer nur nach dem Spiel in der Interviews, da kann er das, aber auf dem Platz kriegt er das nicht hin. Zu den Siegen, zu den Titeln. Und deswegen bin ich besonders stolz, dass wir ihn hier in München begrüßen dürfen. Vielen Dank, Hassan. Das alles wird Julian Nagelsmann sehr gerne hören, heute live und in Farbe sozusagen. Der ist nämlich da. Hallo Julian, vorne in der ersten Reihe rechts. Schön, Trainer ist also auch dabei. Weiß nicht, ob er eine Frage stellt. Aber jetzt seid ihr dran. Okay, Feuer frei. 10 oder 18 Kamerateams sind hier, viele, viele Journalisten. Was für eine Bühne. Es geht los mit Torben Hoffmann für Sky, bitte. Ja gut, das war jetzt relativ 9 Minuten, ja, relativ kurz. Aber was soll man auch groß erzählen, ne? Ich bin mal gespannt, was jetzt für dumme Fragen kommen. Ich glaube, ich werde das mal cutten. Ich glaube, ich mache jetzt hier mal einen Cut. Ich denke, das ist ganz gut. So haben wir mal so die Verantwortlichen. Es hat ja auch nicht jeder Bock, sich irgendwie 1,5 Stunden zu geben. Von daher, Leute, wenn euch der FC Bayern interessiert, ihr bekommt hier meine Meinung zu unserem Club, zu den Geschehnissen, auch immer nach jedem Spiel meine Einschätzung zum Spiel mit einer kleinen Benotung und so weiter. Wer da Interesse dran hat, lasst gerne einen Daumen da, lasst ein Abo da, da würde ich mich drüber freuen und dann geht's im nächsten Video mit den Fragen weiter. Ich bin sehr gespannt. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Und rot-weiße Grüße natürlich, ne?